Schreckliche an dieser ganzen Geschichte ist, der Kühlwagen ist gar nicht gelaufen. Die Temperatur ist nie unter 16 Grad gefallen. Aber der Mann hat so mit seinem Denken und mit dem, was muss sein und mit dem, was er gesagt hat, so viel Negativität in das Ganze hineingebracht, dass er wirklich das Gefühl hatte, er erfriert. Das zeigt für mich auch, wenn wir unser Wort, also unseren Gedanken und auch unseren Wort geben, dann kann das eine Kraft entwickeln, die wir manchmal vielleicht gar nicht mehr verstehen. Und darum ist meine Ermutigung, probieren wir vielleicht auch manchmal zuerst zu überlegen, muss ich jetzt das wirklich sagen? Und darum wollen wir recht herzlich alle begrüßen, die immer wieder die Predigt auf Podcast nachschauen. Geben wir ihnen einen lauten Applaus aus dem Kalkofen raus. So schön. Habt ihr eingeschaltet? Seid ihr ein Teil auch von diesem Sonntag am Abend oder auch von dieser Kirche? Wir haben einen YouTube-Channel, wo ihr auch geniale Predigten von unserem Sonntagmorgen immer wieder nachschauen könnt oder auch von anderen Predigten von unserem Sonntag am Abend. Wenn es euch interessiert, schaltet ein, geht Sachen schauen. Es hilft ja immer auch wieder, wenn man unter der Woche ein bisschen positive Sachen schauen kann, sodass man im Alltag eben auch positiv unterwegs sein kann. Wir sind in einer Serie, die heisst «Deine Worte ist deine Realität». Und heute möchte ich so ein bisschen das Oberthema geben oder die Herausforderung oder die Ermutigung, probier positiv zu sein oder zu schweigen. Schweigen ist nicht unbedingt sehr ein angenehmes Wort. Wir uns gerne mitteilen. Wir sind eine Generation, die uns immer gerne mitteilt. Und ich habe das schon letzten Sonntag gesagt, mir ganz wichtig. Auch in dem Ganzen ist es nicht so, dass wir mit dieser Serie sagen wollen, man kann irgendein Zaubersprüchlein sagen und dann passiert immer genau das, was wir uns vorstellen. Es wird genau so kommen, wie wir das gesagt haben, sondern wir tun mit dem mehr Glauben über eine Situation wie aussprechen, so dass eben Gott auch mit seinem vollen Segen uns kann segnen mit dem. Wenn wir das Wort brauchen, für immer negative Sachen zu sagen, dann müssen wir uns auch nicht verwundern, wenn Negatives eintritt. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, da irgendwo wie zu sagen, nur so können wir sagen und so wird es nachher gut passieren. Ich glaube, man muss viel tiefer in das Thema hineingehen, dass man eben dort doch ein bisschen den Schatz von diesen kraftvollen Worten entdecken kann. Mir ist es so gegangen, als ich jung war, hatte ich irgendwie mit Ohren noch ein bisschen Zeug gehabt, oder was, ich habe nicht so gut gehört. Und da bin ich schon froh gewesen, dass einfach auch zu sagen, dass trotz der Worte, die wir sagen, dass das auch, wie soll ich sagen, dank Jesus kann das auch weggehen, weil wir haben ein Lied in dieser Kirche gesungen, wo ich war, das hat Hosanna geheissen. Das ist ein ganz altes Lied, oder? Hosanna, und da hat man noch ein bisschen Hosanna in der Höhe, oder? Haben wir das so schön gesungen? Und ich habe nicht so gut gehört und irgendwie nicht auch so gut lesen. Und dann, weiss ich noch, im Heimfahren habe ich meine Eltern gefragt, du, ich habe noch eine Frage. Auch ein bisschen theologisch. Ja, warum tun wir in Kirche, wo wir ja an Jesus glauben, immer bei diesem einen Lied singen, «O Satan in der Höhe»? Und ja, das gesungen und ich dachte, das geht schon gar nicht auf. Aber ja. Mach mal! Und nachher bin ich auch froh gewesen, dass wir eben da, genau. Gut, also mir wichtig, was wollte ich mit dem sagen? Das, was wir aussprechen, hat Kraft. Und wenn wir so bewusst aussprechen, hat es Kraft. Aber Jesus steht auch über dem. Vielleicht haben wir Sachen bis heute gesagt. Ich habe das dann erst schnell erklärt bekommen. Und dann bin ich eben zum Doktor und dieses Weiss ist nachher gekommen. Weil das dann doch ein bisschen fatal war. Ich dachte, was habe ich die vor mir nachher gedacht, was ich für einen Fall bin, so einen jungen Schnösel von Strasse, die Konrufe verbreiten. Aber ich glaube, wir sind alle herausgefordert, immer wieder auch das Wort vor Positivität zu wählen. Man sagt ja so ein bisschen das Autofahren, ein schwieriger Punkt, oder, wo man sehr schnell etwas über andere sagen kann. Bei mir ist es jetzt mehr das Velofahren. Und da ist immer so lustig, beim Velofahren, wenn da die lustigen Typen mit ihren Flyers nebendurch sausen. Dann gibt es ja die Typen, die sehr auch freundlich sind. Und dann gibt es die in allen Menschen das Gefühl haben, sie seien viel kräftiger und viel fitter als du, weil sie neben dir durchsausen. Und du hast keinen so Motor. Und dort denke ich auch, so, je nachdem, so manchmal so, ich sage es jetzt nicht, aber einfach so, schönen Tag, natürlich nicht, aber einfach so, hast schnell zuvorderst, nur schon für mich, einfach kurz sagen, Arsch. Oder so irgendetwas, oder? Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen auch gut über andere Menschen denken. Aber ich glaube, wir alle sind gefordert, immer auch wieder das Wort für Positivität wählen. Und heute ist es überhaupt nicht so. Das Wort, nur ein Wort haben, wenn wir es reden, so Social Media, die WhatsApp-Gruppen, all das ist auch etwas, was wir kommunizieren. Wir kommentieren, wir Antwort geben, wählen dort oftmals leider auch die negativen Worte. Vielleicht nicht immer direkt, aber auch mit anderen, wo wir sehr viel Negativität zulassen. Und meine Message oder die Ermutigung ist ein bisschen, passen
passen wir auf, dass wir sagen, wenn wir nicht positiv sein können, probieren wir auch mal vielleicht zu schweigen. In den Sprüchen 10,19 steht, wer viele Worte macht, wird sicher schuldig. Darum hält der Kluge sich zurück. Also da lernen wir schon mal, wer immer nur sehr viel schnurrt, ist auch grösser in Gefahr, dass er negative Sachen sagen kann oder macht sich eben schuldig. Darum vielleicht auch manchmal mehr zuhören als reden. Und ich möchte mit euch so in eine Geschichte eintauchen, die so ein bisschen der Gedanke war für die Predigt, die spannend ist. Wir lesen dort von Zacharias, das ist ein Mann, der zur Zeit eigentlich auch von der Zeit, wo Jesus so auf der Welt gelebt hat. Er war mit Elisabeth verheiratet und beide waren schon sehr alt. Sie hatten keine Kinder gehabt. Das ist so ein bisschen wie ein negatives Statement über ihrem Leben auch gelebt, dass sie wie nicht irgendwo Nachkommen zeugen. Der Zacharias hat immer wieder Gott darum gebeten, dass er ein Wunder tun kann. Eines Tages war er im Haus vom Herrn am Dienen und da ist ihm ein Engel begegnet. Und schon das allein motiviert mich auch wie zu lesen, dass auch wenn wir an Gott dranbleiben, im Haus vom Herrn bleiben, dass Gott auch dort Wunder tun kann und eben, wie hier wir lesen, einen Engel geschickt hat. Spannend ist, was der Engel nachher zum Zacharias sagt. Wir lesen es im Lukas 1,13 steht, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, denn dem sollst du den Namen Johannes geben. Sehr spannend, wie dort eigentlich ein Wunsch von Zacharias ist in Erfüllung gegangen. Und ich liebe es, in der Bibel zu lesen, auch Sachen, die ich mir manchmal nicht vorstellen kann. Und gleich weiss ich, mit Gott unterwegs zu sein, hat mir schon manchmal gezeigt, dass Gott so viel mehr tun kann, als ich mir vorstellen kann. Und wenn ich mich auch auf das einlasse, dem Ganzen, was ich lese, auch den Glauben geben, dass das passiert ist, merke ich auch, wie mein persönlicher Glaube immer wieder wachsen kann. Jetzt zurück zum Zacharias. Wie hat er reagiert? Wir könnten ja sagen, der Engel ist gekommen und hat Glauben reingebracht, weil er hat mir eine Zusage gegeben für etwas, was ich schon lange hoffe. Und der Zacharias ist vor lauter Freude und Glauben heimgegangen und hat seiner Frau erzählt, du glaubst nicht, was passiert ist. Ein Wunder ist gesehen, wir werden Eltern. So ist es aber nicht passiert. Der Zacharias hat nur Zweifel gehabt. Wir lesen in der Bibel, wie er gesagt hat, das kann fast nicht sein und jenes heisst, das wird nicht passieren. Und manchmal ist doch in unserem Leben genau das logische Denken, fängt an und sofort wollen wir sagen, das kann gar nicht passieren. Spannend ist dann auf den Zweifel, wie der Engel reagiert darauf oder ihm nachher zur Antwort gibt. Wir lesen Lukas 6,20. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Spannend also, wie wir hier lesen, wie der Engel gesagt hat, du musst stumm bleiben, für mich auch, damit das Wunder überhaupt passieren kann. Weil ich kann mir vorstellen, der Zacharias wäre zu seiner Frau gesagt, du glaubst nicht, ich hatte das Gefühl, ein Engel war so eine Vision oder irgendetwas, ja vielleicht ein bisschen schlecht geschlafen, das falsche Medi genommen und er hat so ein bisschen blubblum gemacht und er ist ein Engel gekommen. Aber du weisst ja, gell, liebe Frau, das wird bei uns ja nicht passieren. Darum, weisst du, es war einfach wie komisch gewesen. Der Engel hat sich getäuscht, falls es nicht überhaupt gegeben hat. Er hat sofort mit seinem Zweifel, glaube ich auch, Worte ausgesprochen, die unter Umständen sogar das Wunder verhindern konnte. So hat der Engel gesagt, ich schaue, dass der Zacharias schweigt, dass er stumm ist, damit auch das Wunder passieren kann. Und ich habe es ein bisschen so aufgeschrieben, als Tipp oder Ermutigung. Gott handelt auch dann, wenn wir es manchmal gar nicht glauben können. Trotzdem sollten wir unserem Unglauben nicht zu viel Raum geben und ihn direkt mit Wort ausdrücken. Das heisst für mich, in dieser Geschichte hat der Engel der Zacharias wie von dem bewahrt. Und so schnell passiert es, dass wir irgendwo vielleicht Zweifel haben. Jetzt irgendwo Sachen, wo wir das Gefühl haben, Gott hat es gesagt, aber wir reden es ab. Oder auch im Umgang. Unterwegs sind, beim Arbeiten oder was auch immer, dort im Kollegenkreis, wo wir sind, dass wir so viel Glauben wegnehmen oder Negativität schnell reinbringen, nur weil wir irgendwo etwas wollen, plappern oder auch dazu sagen. Und ich habe selber persönlich eine Situation, die spannend ist, wo ich probiert Gott einzubeziehen und sage, Gott, ich brauche eine Antwort, das ist meine Aufgabe da. Und mein Typ hat gesagt, okay, du weisst, ich brauche hier ein Wunder. Jetzt haben wir TBN neu ins Leben gerufen, oder Verein, und wir können spenden.
Gell, Gott, ich tue hier ganz viel darüber einspenden und dann wirst du das tun. Ich mache es, sag mir nur einen Betrag und ich werde das machen oder in meinem Aktivismus sinnen. Gott wiederum mal bitte, sag mir, was ich machen soll. Soll ich jemanden einen Rat fragen, dann wird mir sagen, was ich machen soll. Oder soll ich einfach in meinem menschlichen Denken Vollgas geben, die Leute um mich herum begeistern, dass sich die Situation kennt. Und spannend war, wie immer wieder eine leisliche Stimme in mein Herz gesagt hat, Timon, vertraue einfach. Und wenn du Zweifel hast, dann schweig lieber. Tu nicht die Unglauben, dass du diese Situation im Griff hast, Raum geben, indem du einfach rausplauderst, auch in deiner Ehe oder wo immer, dass das passieren kann. Ich weiss nicht, wie es euch geht, es ist manchmal gar nicht so einfach zu schweigen. Nicht irgendwo etwas sagen. Bevor ich auch so ein bisschen in diese Rolle in der Kirche bin reingegangen, auch im Pastorenteam aktiv wurde, bin ich der Leiter von den Gottesdiensten am Sonntag. Und als ich dann so 2013, 2014 so ein bisschen die Leiterschaft habe, haben wir mega viel auf den Kopf gestellt. Wir haben so viel verändert. Und dann hat es etwa die eine oder andere brenzlige Situation oder auch Diskussion gegeben mit Leuten, die schon lange das immer gleich gemacht haben. Ihr wisst ja, in der Kirche kann man manchmal nicht so schnell etwas ändern. Man kann nicht einfach so das Predigertischchen, wenn es immer rechts steht, auf das Mal links herstellen, oder? Weil das verwirrt die Leute vielleicht, oder manchmal steht die Stuhlangst. Das ist am Sonntagabend noch nicht so das Problem, aber Sonntagmorgen, da sind wir dann schon ein bisschen gesetzter, gell? Das gehört auch zu einer Kirche. Das ist manchmal nicht so easy. Und dort habe ich gemerkt, in dieser Situation oftmals haben wir sehr intensiv, gerade am Sonntag selber unter den Leitern diskutiert, was jetzt das Richtige wäre. Irgendwann haben wir gemerkt, wir verpassen komplett das, was Gott eigentlich will. Wir sind so fokussiert, und wie wir das machen, und das heisst, dass wir die Menschen um uns herum fast gar nicht wahrnehmen. Und wir haben so viel auch diskutiert, dass ich dann auch das Gefühl hatte, wir müssen etwas ändern. Und zwar haben wir gesagt, am Sonntag sind wir nur positiv. Wir geben nur positive Feedbacks, wir sagen nur, was gut ist. Und wenn wir Sachen haben, die nicht passen, dann schweigen wir, schreiben uns das auf, schlafen darüber und dann können wir das unter der Woche regeln. Ich hoffe, das ist noch immer so. Sonst wäre das so ein Seitenwink gewesen. Jetzt alle die immer noch dran sind, in der Technik, keine negativen Feedbacks unter dem Sonntag. Das ist ganz wichtig, können wir auch lernen, schweigen. Und nachher ist es ja immer lustig, wenn du dann noch ein bisschen darüber geschlafen hast, gell, dann wird es ja sowieso schon ganz anders, das Ganze. Das war so ein bisschen etwas, wo wir auch gesagt haben, wir lernen manchmal schon, wenn wir nicht positiv sein können, zuerst zu schweigen. Und ich merke, im Unterwegssein, in Beziehung, in der Familie, einer Arbeitsstelle, ist das so etwas Wertvolles, wenn du einfach kannst, manchmal dein Maul zutun. Und dann meine ich auch, wie ich schon gesagt habe, mit Social Media, mit der WhatsApp-Gruppe, einfach auch manchmal sagen, ich kommentiere das nicht, weil ich finde, das Positive zu ermutigen in diesem Sinne nicht. Das kann so aussehen, zum Beispiel auch, wenn wir im Job sind, irgendwo eine Besprechung sind, und dann bringt jemand eine geniale Idee, für uns ist die aber nicht so genial, und wir sagen sehr schnell, sagen, das wird sowieso nicht funktionieren. Was passiert dann? Die Kreativität wird sofort genommen. Stattdessen könnten wir ja auch mal sagen, spannender Ansatz. Wie könnte man das umsetzen? Oder wie hast du gedacht dabei? Das setzt Leben frei, Positivität frei, wenn wir Sachen unterstützen. Vielleicht sind wir in einem Kollegenkreis und irgendwo jemand erzählt, du hast ein neues Hobby gefunden und das macht mir Spass. Und wir denken, ja, das ist dein 4. Hobby in 4 Tagen, oder, wo du immer wieder neu präsentierst und immer wieder suchst. Und sehr schnell, wenn er das sagen will, vielleicht hat er nicht schon manchmal gesagt, ein neues Hobby, aber will jemand sagen, ich habe ein Hobby gefunden, ich könnte mir vorstellen, dass das mir liegt, dass es mir Spass macht. Und wir sagen sehr schnell, das willst du nicht durchziehen. Das wird nichts. Was passiert? Mit unseren Worten nehmen wir sofort wieder die ganze Euphorie von etwas Neuem weg. Stattdessen könnten wir sagen, mega genial, dass du das ausprobierst. Gang dafür. Erzähl mir wieder, wie es gegangen ist. Was du erlebt hast dabei. Ihr merkt, wir haben immer 2 Optionen. Und meine Message ist auch ein bisschen das, was wir aus der Bibel herausnehmen. Nicht zu viel Wort, immer überall zu platzieren, dass wir lernen, manchmal schon zu schweigen. Ich könnte euch noch 3, 4 andere Geschichten aus der Bibel erzählen, wo ganz klar ist, wo Gott sagt, jetzt wird geschwiegen, bis ihr könnt positiv sein. Wenn du nichts Ermutigendes oder Gutes zu sagen hast, dann schweig. Und so habe ich es ein bisschen angehängt und probiere Gott zu wirken.
Manchmal ist Schweigen auch Vertrauen, dass wir Gott wie eine Situation abgeben, dass er wirken kann und nicht wir sofort mit unserem Handeln und unserem Reden probieren, die ganze Situation zu verändern. Ein Gedanke auch, bin ich überzeugt, den wir auch mitnehmen dürfen, weil ich selber habe gemerkt, wenn wir das schon nur probieren, uns selber auch ein bisschen challengen, mal schon nur zu sagen, einen Tag, ich lasse nichts Negatives aus dem Haus. Das ist gar nicht so easy. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht schaffen wir es zwar noch in der Gruppe, nichts zu sagen, wenn wir wollen oder etwas gut sagen. Und dann, wie ich beim Velofahren, sehr schnell, was niemand sagt, dann lassen wir gleich schon wieder etwas raus. Oder du schon wieder etwas Negatives kommentieren. Das kann auch mal eine Seite sein, wo wir uns ein bisschen challengen können und sagen, wir sind die Hoffnung verbreiten. Wir sind die Zuversicht verbreiten. Wir sind die Leben in ganze Situationen reinbringen können. Für mich ist es so, die eine Seite, dass wir ein Umfeld prägen können, aber die andere Seite ist ebenfalls so, dass das, was wir zu unserem Maus lassen, auch ein bisschen, das habe ich auch schon ein bisschen letzte Sonntag gesagt, unsere Zukunft kann definieren. Und für mich ist es so ein bisschen so, jedes Mal, wenn wir eine sehr negative Aussage machen, auch über uns selber, dass das so wie ein bisschen an uns bleibt haften. Und ich möchte euch das da auch noch schnell, so ein bisschen an diesen windenden Dingen da noch schnell ein bisschen zeigen. Und zwar sind das so Aussagen wie zum Beispiel, ich kann das nicht. Okay, manchmal kommen wir in Situationen her, wo wir das Gefühl haben, ja, ich kann es nicht. Aber wenn wir sagen, ich werde das nie können, dann ist das so etwas, was wir wie an uns haften. Und vielleicht sind wir im Moment noch nicht parat, etwas zu können. Aber es ist nicht der Erlaubnis oder der Punkt, dass wir sagen, ich werde das nie können. Sondern dass wir uns vielleicht sagen, ich fühle mich im Moment noch nicht ganz parat. Oder ich habe Respekt, dass ich auch diesen Anforderungen genügen kann, die es von mir braucht. Aber wenn die Leute an mich glauben und Gott mir hilft, kann es möglich sein, dass ich etwas Neues probiere. Und wenn wir das immer negativ sagen, dann haftet das wie uns. Dann haftet das wie unserem Leben, das wir wie ein bisschen hier mitnehmen. Und dann laufen wir auf das Mal herum mit so Sachen. Es wird nie passieren. Bei anderen hat das funktioniert, bei mir nicht. Ich werde nie gesegnet sein. Das ist ein anderes Leben, was auch immer. Und dann kleben wir so wie Sachen in unser Leben. So Aussagen. Das sind Worte. Und was passiert? Ihr alle wissen, was jetzt passiert. Das wieder wegzunehmen. Das kann wehtun. Und ich glaube, in unserem Leben kann das genau gleich sein. Wenn wir diese Sachen einfach so wieder entfernen müssen, ruckartig, kann das mit der Zeit auch wie bei Zeitschmerzen bereiten. Und meine Motivation ist, sagen wir so Sachen gar nicht erst. Wenn wir es auch nicht zum Maus lassen, wenn manchmal unser Herz, vielleicht auch unser Verstand, hier negativ reagieren, will den ganzen Glauben rausnehmen, auch die ganze Möglichkeit, was Gott mit uns tun kann, probieren wir dann zu schweigen. Und das ist auch ein bisschen die Serie, deine Worte sind deine Realität auch für die Zukunft. Ich habe eine Story gelesen, ich habe die schon vor einiger Zeit mal in der Predigt eingebaut, kommt mir etwa wieder in den Sinn, wenn ich selber so ein bisschen probiere, auch mehr gut zu trainieren, was die Worte angeht, dass ich mir zuerst probiere zu überlegen, bevor ich eben auch Sachen zum Rauslasse. Und spannend ist die Geschichte, ich habe eine Geschichte gelesen vom Arbeiter, der war so bei einer Eisenbahngesellschaft am Arbeiten und einmal am Feierabend, die Leute sind schon gegangen, er war noch der Letzte, hat er sich aus Versehen in einen Kühlwagen eingeschlossen. Und er hat die Tür gebollt und alles, er hat nicht mehr raus können. Er ist total in Panik geraten und er wusste, es kommt gar nicht gut. Wenn ich jetzt der Letzte bin und sie mich nicht mehr hören, dann bin ich in einem Kühlwagen, das kommt gar nicht gut, ich weiss nicht, ob ich das überlebe. Und er hat gebollt und gemacht und da leider hat ihn niemand mehr können irgendwo hören. Die Leute waren alle schon gegangen. Und er hat gekämpft. Er hat in diesem Kühlwagen probiert. Er hat noch ein Karton gehabt, hat dort draufgeschrieben und gesagt, ich erfriere. Das sind auch jetzt meine letzten Worte. Und hat immer wieder nachher auch noch draufgeschrieben. Sie hat das Karton auch gefunden, dass er es jetzt nicht mehr aushaltet und wird auch ums Leben kommen. Er hat mit seinen Worten, die er geschrieben hat und ihm wieder gesagt, ja, kalt und all das, hat er eigentlich auch leider seinen Tod besiegelt. Am Morgen, wo die anderen ihn gefunden haben, in diesem Kühlwagen, war er verstorben. Das Schreckliche an dieser ganzen Geschichte ist, der Kühlwagen ist gar nicht gelaufen.
Temperatur ist nie unter 16 Grad gefallen. Aber der Mann hat so mit seinem Denken und mit dem, was muss sein und mit dem, was er gesagt hat, so viel Negativität in das Ganze hineingebracht, dass er wirklich das Gefühl hatte, er erfriert. Das zeigt für mich auch, wenn wir unser Wort, also unseren Gedanken und auch unseren Wort geben, dann kann das eine Kraft entwickeln, die wir manchmal vielleicht gar nicht mehr verstehen. Und darum ist meine Ermutigung, probieren wir vielleicht auch manchmal zuerst zu überlegen, muss ich jetzt das wirklich sagen? Wollte ich so Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, wollte ich das überhaupt aussprechen? Ich bin nicht gut genug. Ich länge nicht, ich werde nie schön sein, ich werde nie einen Partner finden, ich werde nie erfolgreich sein, ich werde nie ein Hobby finden, ich werde nie da sein, ich werde mich nie wohlfühlen, ich werde nie. Wollen wir das überhaupt sagen? Oder sagen wir das so vielleicht, weil wir irgendwo unsicher sind im Moment, weil wir vielleicht gar nicht wissen, wie auf Sachen reagieren. Und dort möchte ich uns ermutigen, zu sagen, probieren wir positive Worte auszuwählen. Probieren wir am Morgen in den Spiegel zu schauen. Und wenn wir nichts Positives sagen, hey, dann schweigen wir lieber. Dann können wir irgendwann anfangen, brummeln und sagen, okay, gut, probieren gleich positive Sachen zu sagen. Probieren auch mit dem, was ich vielleicht mit meinen Worten bewirken kann, selbst wenn ich es vielleicht nicht mal glauben kann, einen Unterschied zu machen. Ich möchte schließen mit dem Zacharias. Spannend. Der Typ hat wirklich die ganze Zeit schweigen. Das war auch mal angenehm für seine Frau. Hat sie einfach mal wie ein bisschen chillen, ohne dass er die ganze Zeit geredet hat. Oder immer Visionen geben und erklären oder was auch immer. Und gleich glaube ich, es war nicht nur angenehm, dann immer auf einer Tafel aufzuschreiben. Stell dir vor, oder irgendwo ist das Essen gut gewesen, dann musst du aufschreiben, ja, es war fein oder was, das will niemand. Aber spannend ist, wo der Zacharias nachher, den Moment, wo er wieder reden konnte, Lukas 6,64, im selben Augenblick konnte der Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Das Erste, was er gesagt hat, ist ein Dank gegenüber Gott. Das Erste war, was er gesagt hat, seine Worte gebraucht ist, dass er Gott wollte. Und ich möchte uns ermutigen, probieren wir mal. Ich habe es aufgeschrieben, 1 Woche Challenge. 1 Woche! Das ist jetzt mega easy. 1 Woche lang. Mein Negativkommentar ist nie gefordert. Wenn ich etwas sage, dann sage ich es positiv über mein Leben oder auch über das Leben von meinem Umfeld. Und ich bin gespannt, was ihr für Geschichten erlebt, wenn ihr euch auch auf das einladet. Social Media, positiv oder nicht? Positiv kommentieren, ermutigend anführen oder nicht? Vielleicht sinkt dann unsere Bildschirmzeit von 100% auf 20%, aber auch immer, wäre auch nicht schlimm. Aber lass uns das probieren. Als Idee. Als Idee mal zu schauen, was wir alles erleben können. Ich möchte uns ermutigen, positiv zu sein oder manchmal zu schweigen. Und ich bin gespannt, was Gott mit uns macht, aber auch mit unserem Umfeld macht.